So, merci mal. Ach, übertrieben nicht. Schön, dass ich hier sein darf. Es ist für mich mega cool, in der Schweiz wieder zu sein. Ich kenne das Gefühl, wenn du heimkommst, dort wo deine Heimat ist, du siehst so alte Schulfreunde und du freust dich so übertrieben. So sehr, dass es schon fast ein bisschen peinlich ist. Und dich so sehr freust, weil wir in der Stadt unterwegs waren und ich sehe so 100 Meter weiter, ich so, hey, da ist doch der Basco. Da ist doch der Basco. Und ich schreie so über den ganzen Platz, schreie so, und er sieht mich auch, macht so, und wir säckeln aufeinander zu, und ich auch, und in der Hälfte von der Strecke merke ich, wow, das ist gar nicht der Basco. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber er anscheinend war eben, weil er macht weiter. Und jetzt ist es mir unangenehm. Also mache ich auch weiter. Und er kommt auf mich zu und sagt so, hey, wie geht's dir? Und ich so, gut. Wie geht's dir? Und wir reden eine halbe Stunde. Das beste Gespräch, das ich je hatte. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und nach einer halben Stunde sage ich so tschüss, er läuft so weg, hat seine Frau dabei und ich höre quasi aus dem Augenwinkel, wie seine Frau zu ihm sagt, hey, wer ist das gewesen? Und er so, keine Ahnung. Und ich vermisse das ein bisschen. Das ist schön in der Schweiz. Ich habe die Schweiz unglaublich gerne, das ist meine Heimat. Ich habe nicht alles gerne in der Schweiz, ich bin ehrlich. Ja. Zum Beispiel, ich kaufe nicht so gerne nie in der Schweiz. Ich finde immer den Kundenservice semi-gut. Gibt es Besseres? Gibt es andere, die besser sind? Wir echt Türken. Ich bin in der Türkei gesehen, die sind viel besser. Weißt du, weil die Türken, die geben sich noch Mühe. Die wollen etwas verkaufen. Ich war in der Türkei, ich komme auf den Bazar, von weit schon so ein Typ, mein Freund. Mein Freund. Hey, noch nie im Coop. Noch nie. Obwohl es unglaublich lustig wäre eigentlich. Ganz bekomme ich die Heimat nie ganz raus, wenn ich im Deutschen bin, wenn ich dort lebe. Ich merke immer, dass so Spruchschwierigkeiten gibt es immer. Ich erzähle euch jetzt meine peinlichste Geschichte, die genau so passiert ist im Deutschen. Leute glauben das nie. Ich habe dort eine sehr gute Freundin, die heisst Kiwi. Süß, oder? Wie eine Frucht. Kiwi. Ich habe gedacht, wie kann man so süß heißen? Kiwi. Ich kenne jetzt Kiwi so 2 Jahre. Wir haben viel zusammen gemacht. Wir waren zusammen im Kino, Kiwi und ich. Jetzt bin ich vor ein paar Wochen bei ihr daheim. Da war ein Kumpel von ihr dort. Ich habe den gar nicht gekannt. Und plötzlich meint er zu ihr, hey, Kimi, wir müssen gleich los. Warum nennt er dich Kimi? Du heißt doch Kiwi. Nein, ich heiße Kimi. Ich nenne dich seit 2 Jahren Kiwi. Warum hast du nie was gesagt? Ja, ich dachte, du hast einen Sprachfehler. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, es war super. Merci vielmals. Dankeschön. Danke.